Am mat is een Live-Invité in Hai am Studio am Deich, gimmer dann lo méi speziell nach an op den FLB, op de Fräie Lëtzebuerger Bauereverband, mat hirem Präsident der Komiteesmember engerseits dem Aloyse Marx an andererseits dem Claude Loutsch. Schöne gute Morgen dir zwei. Gute Morgen. Aloyse, die huet die Flottvideoen do prepariert, die mal lo schon bisssen konnten gëchter an Haut kucken. A wegen Kontext as dat ze gesi fir wat de gemer. Also da so, ich meine, wie die Situation, an der wir alle sind, sie so präsentiert wird wie das, wird für uns evident, dass man als du auf eine innovative Manier giffen drüber bedelgen an ich meine Themen, über die man die Video gedreht und die luchen auf der Hand. Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz sind Themen, die höchst aktuell sind, an die auch die Landwirtschaft betreffen. An diesem Zusammenhang mit der digitalen Frage war das für uns natürlich eine ehemalige Gelegenheit für so Themen nicht nur theoretisch zu erklären, wie als Produktionsmethoden an diesem Zusammenhang an den Bauernbetrieben evaluiert tun, mit anhand von kurzen Videosequenzen neben den Leuten ganz realitätsnah zu bringen. An den Hintergrund stehen oder was als Aloyse war, für zu weisen, dass es eigentlich an der Landwirtschaft keine zwei Kanten gibt, die irgendwie just effektiv Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz betreiben und anderen nicht, aber dass Bauern eigentlich grundsätzlich sich ihrer Herausforderung bewusst sind, die am Umweltschutz, am Naturschutz leider noch dementsprechend die Produktionsmethoden am Gang sind anzupassen oder respektiv schon auf verschiedene Bereiche seit längerer Zeit angepasst tun. Claude, du bist Schwengsbauer, liebst da tun, als ich all dach ne, an der Praxis kannst bestätigen, dass den einerseits als Gewerkschaft für Umwelt natürlich auch jedem einzelnen Bauern im Herz leid. Natürlich, ich meine, dass all Bauerschaft mit der Natur all dach, nicht nur Heinz durch, nicht nur den Weekend, aber wirklich all dach. Und du hast es klar, ich meine, es sind immer im Kontranten, die abtauchen, die Wissenschaft weist es immer Sachen ab, wo wir vielleicht noch nicht so gut dran sind. Und ich meine, Bauern sind die Ersten, die reagieren. Ich meine, wir sehen es beim Klimawandel, wenn wir Klimawandel haben, so wie Loutsch, wie in der Schweiz, das geht ein bisschen mehr wärmer, Jahr. Ich meine, das hat eine direkte Reperkussion auf die Landwirtschaft, dabei ist Produktion und Bauern müssen sich aufpassen. Das sind die Ersten, die sich werden aufpassen. Und sind die Ersten, die immer probieren, für die Natur so weit wie es geht zu erhalten, gleichzeitig aber auch so eine Produktion zu machen. Das ist immer so ein bisschen der Scheideweg, den man muss fahren. Ne? Also ist die Schweiz doch für Biodiversitätsschutz. Was sind da die größten Herausforderungen? Also einerseits geht es mal darum, für Claude zu dokumentieren, und das tun wir auch bei dem Video probiert zu machen, was effektiv schon eigentlich auf viele Betriebe gemerkt wird, ohne dass es dabei so viel am Publikum bekannt ist. Das sowohl biologische Betriebe wie konventionelle Betriebe. Und dann ist es so natürlich für die spannend und auch nicht immer einfach Decision zu holen, wie weit geht es am Biodiversitätsschutz, weil da gibt es ich könnte das ganz mathematisch ausdrücken, in der Form von einer Äquation kann ich das durchstellen, mit geht eigentlich drum, wenn man den Naturschutz und Biodiversitätsschutz bis auf die extremen Giffen treiben, da wird es ganz schwer sein, nach Lebensmitteln zu produzieren. Also muss man hier einen gesunden Mittelweg finden, wo man einerseits die Lebensmittelproduktion natürlich aufrechterhalten, aber auf der anderen Seite als der Responsabilität, die wir alle Guten haben, dadurch, dass wir dabei mit der Natur schaffen, dass wir eben noch die Natur, soweit es geht, erhalten und schützen und noch am Bereich von der Biodiversität einen Beitrag leisten. Claude, gestern war Tripartit zu Lëtzebuerg als Gewerkschaft. Wie eng Daseinsberechtigung hat den du auch speziell als FLB? Wie sieht dir erbig für Zukunft? Also ich denke, Gewerkschaftsarbeit hat sich an den letzten 20 Jahren ein bisschen geändert. Ich meine, heute die Betriebe sind mehr, es sind Männerbetriebe da, es sind mehr Großbetriebe da. Betriebe sind zum Teil, gehen sie lange ins, das heißt, sie brauchen nicht mehr so große Soutien von den Gewerkschaften. Und einfach sehen wir, zumal was das vor ist, auch weiß. Ich meine, es sind viele neue kleine Produktionen, die kommen, Leute, die probieren Sachen, die Projekte starten, die Initiativen starten, die Gemüse bauen, Obst bauen. Und Stand oprichten, allmählich, also das so flott zu gesehen wird, was hier am Land geschieht. Und aber muss ich so, braucht man dafür einen Kader. Und der Kader, der muss irgendwo, der muss ja auch mal erschafft gehen. Ich meine, wenn jeder ein bisschen möchte, was er will, dann da geht es ein bisschen schwerer für eine Not, eine Linie dran zu kriegen. Und ich meine, du hast die Gewerkschaft immer noch den Ansprechpartner für zu sagen, hey, wir brauchen mit der Politik muss man fahren, für die Kader zu setzen. Weil ich meine, kann nicht sein, dass man an die Richtung gehen, wie die letzten 50 Jahre gelaufen ist, dass man mit Subventionen und Produktionen fördern,
an de Bauer ofhängig mache vu Gelder, die aus der Öffentlichkeit kommen. Ich meine, de Bauer als ein Entrepreneur wie alle anderen Norden als independent will und Fongel mat der Arbeit die mcht sei Geld verdienen an dürfen man noch soviel Leid zu verschiedene Sachen an ich meine Gewerkschaft dass du für den Ursprechpartner zu so okay komm wir gucken dass wir die Kader kreen, dass man können mit dem was man schaffen noch können leben, dass man nie aufhängig sie vielleicht von volatilen Politiksentschädungen, weil die können wie gesagt bei den nächsten Wahlen können das ganz andere sehen und das will der Bauer nicht mehr. Flott Video fën Di natürlich auch op FLB.lu an schëlle méi Informationen och op Ärem Site FLB.lu leinst du richtig? Op der Facebook-Seite. Ja. Auf der Facebook-Seite. Aloyse, Claude, Merci fir de Besuch bei uns am Studio. Merci auch. An Merci auch.